Fire Emblem, das Abenteuer geht weiter, Sportsfreunde. Ja, eben, haben noch ein paar Items hier eingesammelt offscreen, die halt hier so rumliegen. Und ich würde sagen, wir machen noch ein paar Gespräche, also die schnelle Sorte. Genau, die Sorte. Mal gucken, wer gerade irgendwas zu quatschen hat. Ich weiß gar nicht, wo irgendwie Hortensia eigentlich abgeblieben ist. Ich sehe hier Ivy und Beile, aber ich sehe keine Hortensia. Hä? Ist die weg? Was will sie auch nicht hier mich nach Somniel oder was? Beilev! Da zurück zu sein. Jo, das freut mich auch. Der gute alte Beilev. Okay. Ein paar oben, vermutlich. Hortensia oben. Nee. Hä? Wo ist die? Balkon? Jo. Vielen Dank, Göttlicher. Ja, ich sehe sie zwar noch nicht, aber okay. Dann für uns Ringkammer und Arena. Erstmal die Arena ganz schnell. Dann Ringkammer und ein paar Ringe zu schmieden. Nach wieder sagen wir relativ flott die Chaotie unterwegs. Ich überlege tatsächlich, ob irgendwie ein Ding gehen soll. Ein DLC-Kapitel. Ich hätte gerne noch ein Meistersiegel. Apropos Meistersiegel, ich habe, hier sehen wir es gar nicht, offscreen auch noch ein bisschen überlegt mit den Emblemen und so und schon mal unsere Emblemringe verteilt. Das mal so betiteln, Emblemringe, nicht die normalen Ringe, sondern nur die Emblemringe. Um mal ein bisschen zu gucken. So, warte mal, Jade. Ja, der muss noch trainiert werden. Etienne. Fast Level 19 ist jetzt halt die Frage. Mache ich bei ihr jetzt schon fertig auf Level 20 oder? Wie ist es geht ein bisschen darum. Wahrscheinlich, wenn ich das nächste Meistersiegel bekomme. Andererseits, wir sind sonst fürs nächste Kapitel von Anfang an halt schon mal weg. Damit ich wüsste, okay, gut, sie muss ja schon mal nicht mitnehmen, egal was da für Gegner kommen. Jetzt nur noch alt. Ja, ihr könnt so mit dem Emblem noch ein bisschen was. Ja, guck mal. Ich trainiere es jetzt trotzdem mal Level 20 schnell. Dass das nicht überspringen kann. Oh! Ja, gut. Boah, wegen 5. Ist nicht zu fassen. Ja, da und dann keine Items. Das ist natürlich doof. Oder Jade. Ja, das tat beiden weh. Aber halt die perfekten Werte für sie. Klar, sie ist nicht dazu da, um was einzustecken. Und auch nicht jetzt unbedingt die schnellste. Das könnte sie vielleicht noch ändern, aber sie ist vor allem dazu da, um massiv Schaden zu machen und zu kriten. So. Michael, das nächste Level, nee, noch nicht, weil es hat ja Einfluss darauf, oder hätte ein bisschen damit zu tun. Nee, vielleicht noch ein bisschen Junaka. Fogado vielleicht auch noch, ein bisschen gucken, was er noch ein bisschen dazulegen könnte. Was ich bei ihr sagen wollte, bei Michael sagen wollte, wenn er stärker wird, werden ja auch die Gegner bei den Sidequests so stärker. Spannend zuzusehen. Ja, fast hätte es geschafft. Fast. Mit 1 haben wir Kriten wäre es gewesen. Hätte natürlich auch eine andere Waffe geben können. Ja, das Emblem drin, ich brauche halt immer diese scheiß Bandfragmente. Weil hier mit Lyn für Manikati Wert zwar schon schnell. Wir brauchen eigentlich dafür. 30er machen wir schnell.
この世界も素晴らしいと思うけど、ふと懐かしくなるの。故郷の見渡す限りに広がる青々とした草原が。きっと綺麗な景色なんでしょうね。できることなら一度行ってみたいものです。 Tja, wer weiß, was sich da die Entwickler für künftige Fire Emblem Spiele noch überlegen. Und noch quer durch die Welten reisen kann. Kann man sich ja kaum vorstellen, wer das sein soll, aber egal. Ja, dann hatten wir gerade irgendwie, da wir eh nicht so viele Baumfragmente, also keine 1000 hatten, damit da irgendwie 10 Ringe schmieden könnte. Dann kann er irgendwie so machen. Und die kurz vorm Level-Up sind, zu trainieren. Andererseits, sehr gut Boucheron, wenn er natürlich da mit dem Ring von Tiki schon auf 10 kriegen würde. Na komm, mach's bei ihm einfach mal. Ich will Boucheron ja bald einen anderen Ring geben, nicht mehr den von Tiki. Das geht ja auch noch. Und die trifft er überhaupt. Jo. Aber das ein anderes Mal. Und Lichtkugel. Jetzt gerade am gucken. Warte mal. Ich muss so in die Ringkammer. Also irgendwie Fähigkeiten noch vererben möchte. Dafür braucht er vor allem die FP. Ja, mit den Baumfragmenten und so mit den Kosten jeweils auch ein bisschen seltsam. Warte mal, wo haben wir jetzt? Ah, hier. Drin von Byleth war. Das letzte Spiel, Free Houses. Oh Mann, Free Houses. Muss ich unbedingt mal wieder zocken. Mir fehlen eben die ganzen anderen Routen, ne, die wir noch nicht gemacht haben. Das Spiel hat ja auch so viel, nur halt leider nicht so eine Kombi-Route, wie ich es gerne hätte, wie wir es damals bei Fates auch hatten. Aber mal die Route bei Free Houses mit den Silberwölfen, das würde ich gerne mal machen. Aber ja. Mal gucken, wann. Benica plus 3, natürlich auch geil. Ah, Moment. Entschuldigung, das war gerade falsch. Speed plus 3, oder? Bei Handy mit Eigen noch ein bisschen was. Ich hätte ein paar Punkte, aber es ist noch zu früh für sie. Chloe, auch bei dir ist noch zu früh. Sparen wir uns die für später auf, hä? Zerstören. KP unter 75% bleiben. Kühnheit klingt cool. Überlegene Seite der Einheit. Verlegung würde ich glaube ich sowieso eher selten spielen, aber Dingenverteilung plus 2 klingt schon mal geil. Okay, stimmt. Bei den anderen. Ich weiß nicht, höchstens etwas mit Tiki, weil ich noch geben könnte, aber. Ja, die Lichtkugel geht noch nicht. Etwas ist auch noch zu früh. Das war schon ein bisschen was mit Link gemacht und noch nicht genug. Ja, hier sind übrigens die Ringe. Also im Citrin Byleth ist klar, was wir gemacht haben. Moment, mach's ganz kurz anders, bevor ich wieder großartig rumquatsche. Hier sind wir ein bisschen besser. Also hatten wir schon, weil der Ring von Byleth erhöht ja auch die Magie. Und
dass sie irgendwie dank Beilevs Fähigkeit ja auch einen speziellen Stab hätte. Kann erlittenen Schaden des Trägers halbieren. Ist eigentlich immer cool, sag jetzt mal. Vor allem Magiereichweite +2, das darf ich auch nicht vergessen. Etienne und Lynn, genau. Ist natürlich jetzt die Frage. Es ist halt Level 20. Und sie kann sich aktuell nicht entwickeln. Deswegen ist der Ring mit Lynn vielleicht ein bisschen doof gerade. Timera mit Ike müssen nicht großartig diskutieren. Fogado mit Elgard funktioniert aktuell auch, wie ich finde. Mike mit Lucina oder Lynn aktuell, hat er jetzt gedacht. Und Louis halt mit Tiki. Eben auch wegen mehr KP, noch mehr Defense. Und ganz ehrlich, klar, er hat eigentlich auch nur die Lanze, aber er ist auch nicht jemand, der großartig marschieren muss und die Gegner platt machen muss in dem her. Was jemand wie Bouchereau eigentlich schon erwarten. Deswegen will ich ihm gerne nachher dann mal einen anderen Ring geben. Mein Tanken wird er sowieso jetzt natürlich nicht so in der Defense, klar, vor allem mit dem KP, weil er einfach so exorbitant viel hat. Er soll im Gegensatz zu Louis nicht unbedingt einfach nur doof einstecken oder wie auch Timera. Sondern er soll ja wirklich vor allem auf der vordersten Linie sein und kritten, was das Zeug hält. So, ich mache jetzt auch, doch, ich habe ein bisschen Inventar einfach mal ein paar Dinge weggeräumt, die sie nicht mehr brauchten. Und auch zugewiesen, zum Beispiel Fogado habe ich mal den Sonnenbogen gegeben, weil er ein bisschen Magiewert hat. Was haben wir sonst gemacht hier unten? Aber Citri mal 2, 3 Bücher. Viel mehr noch nicht ergeben. Michael mal noch die 4. Stufe geben. Das ist klar. Ich bin dann noch ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, da kommen schon noch krassere Waffen. Was hole ich mit Waffenrang Essen? So ist noch ein bisschen zurückhaltend aktuell. Was ich aber sicher machen kann, ist bei den Fähigkeiten gucken. Dann noch nicht so viel Neues. Bei ihm schon. Also mal das Ding hier. Unvereinbar. Genau, weil es natürlich bereits Ike dabei hat. Ist aber kein Problem. Das kann man später nochmal ändern. Kann man sich so oder so denken. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Power bei ihm ist dann nicht so schlecht. KP hat er eh schon genug, also in dem her. So. Hat er nicht irgendwo im Inventar? Warte mal. Und zwar bei denen gehen aber noch Stiefel. Ah, die guten alten Stiefel. Die anderen Sachen verteile ich später mal. Bei den Stiefeln ist die Frage. Louis hat momentan nur 4 Bewegungen. Etienne zwar auch, aber wenn sie sich entwickelt, demnächst wird sie ja. Wo ist jetzt der Scharfschütze? Hier. Bewegung +5, das ist schon mal gut. Also würde, glaube ich, dem Stiefel mal Louis geben, weil. Klar, er muss nicht unbedingt durch die Gegend marschieren, aber 4 ist schon ein bisschen wenig. So. Bewegung 5, das ist schon mal schön. Dann jetzt hier, Ringe verschmelzen, mal gucken, ob ich noch irgendwas habe. Ich denke, so viele Ringe, ey. Nee, wa? Bandringe erstellen. Das Ballerfeld noch gar keine. Aber ganz ehrlich, ja, wir haben die ganzen Freehouse-Charaktere, die wichtigen ja bei uns. Mit Edelgard, Dimitri und Claude. Ich meine, wen soll er da sonst noch holen? Das Lucinas Welt bin ich auch eher ein bisschen vorsichtig, weil wir schon starke Ringe da haben. Aus Lynns Welt da gerne noch ein paar krasse. Matthew, naja. Wo ist Eliwood? Sarah, komm schnell, Eliwood, wo bist du? Mann, nicht Rebecca. Florina kann man gar nicht mehr erinnern. Ja gut, bald kommen ja die, ihr müsst echt mal wieder die alten Game Boy Advance Teile spielen. Also wohl der Blazing Blade mit Lynn, Eliwood und Hector. Natürlich auch dem Vorgänger Binding Blade mit Roy. Und auch Sacred Stones. Sacred Stones. Da kriegen jetzt warum auch immer plötzlich den meisten Bock drauf. Naja. Noch mehr Ringe. Verzeihung. So, wir haben schon relativ viel gemacht. Ich kann, glaube ich, noch mal angeln gehen. Oh Mann.
Nachher ist halt echt die Frage, was machen wir? DLC-Kapitel, normales Kapitel. Sidequest-Kapitel. Für die Bandlevel. Und da gibt es auch Geld. Das ist natürlich immer cool. Am DLC-Kapitel habe ich vielleicht die Chance auf ein Meistersiegel. Wir hätten eigentlich auch schon länger keins mehr, das stimmt ja auch. Was mit dir? Anna? Ja, das heißt, habt ihr irgendwie einen Köder dafür oder was? Nö, kein Problem, kannst ruhig du sein. Ja, gut, ich meine, mit Zombie-Angeln, ja, natürlich. Aber es ist, wie Anna gerade gesagt hat, wir brauchen mal eine bessere Angel oder einen Köder. Wie kriegen wir das? Soll man ganz kurz recherchieren? Also, kurz. Einmal offscreen sich den Folgen. Zombie da links unten. Eine richtige Grinsekatze. Und Surimi. Ich hoffe, noch sehen, was mal besonders dabei ist bei dieser Angelpartie. Und sind halt leider auch immer kleine Schatten. Tja. Eine Glotzsardine, ja, so sieht sie aus. Naja. Also, dann machen wir doch uns nochmal hier auf den Weg, um einzukaufen. Ein paar Items so können nicht schaden. Verkauft habe ich schon ein bisschen was. Ja, wir haben 50.000 Geld, da kann ich jetzt ruhig mal ein bisschen zusammen machen und so. Pflege, ich hätte gerne ein paar Purgativstäbe, ganz dringend. Weil Pflege und so ist langsam auch ein bisschen raus. Teleport und Fortschritt. Ja, wir haben noch ein paar, nicht unbedingt die stärksten, aber egal. Ein paar Elixiere mehr. Ich meine, wenn ihr schon ein paar hat, kann direkt leer kaufen. 2 Ziegel noch nicht. Ich glaube, ich werde sie sowieso kaum einsetzen. Vielleicht mal zum Testen und so, klar, aber ansonsten. Okay. Das war jetzt hier mal das Wichtigste. Schon zum Einkaufen. Warte mal, jetzt muss man ganz kurz gucken. Citrin für das erste Mal. Elfenwind. Schadet sicher nicht. Jetzt halt hier die Frage mit den... Ah ne, Stäbe hat es ja gar nicht, genau. Bei ihr habe ich jetzt mal Frakturen Rettung geben, einfach mal als Stäbe, einfach mal so. Just for fun. Also, sie kann man dann ja eh nichts machen. Okay, was haben wir sonst noch so an... Na, warte mal. Mal bei Louis gucken. Er kann ja eh nur mit den Lanzen umgehen. Aber er hat ja schon einen Rittertod. Okay, ich könnte ihm noch einen Speer kaufen. Also in Großlanzen haben wir auch schon genug. Da gibt es vielleicht noch irgendwie mal Stahlgroßlanze und Silbergroßlanze und so.
Silberlanze generell. Ich habe bei ihm schon die Eisengroßlanze, aber nicht unbedingt noch mehr. Ein Speer statt ein Langspeer. Es droppt den Speed natürlich, ist bei ihm aber egal. Deswegen ja, kaufen wir. Und dann gucken wir sonst noch so, was wir noch haben. Sicher mal ein paar Silberdinger. Würmtöter wozu? Ein Schnitter schon eher. Das sind ja die krassen Waffen. So, hier noch eine Silberlanze. Noch ein Rittertod und noch eine Meisterlanze. Quasi geht er wieder mit dem Geld um wie sonst was. Extrem relativ viel. Ein Tomahawk nochmal eingebrauchen. Ja, vor allem die anderen Tomahawks, die ganz krassen Dinger. Silberbogen, Langbogen, Meisterbogen haben wir noch ein paar. Jetzt hat noch ein bisschen was. Dann ein Silberdolch nochmal. 4. Stufe Abwehrhaltung. Ich habe sonst noch keinen, der irgendwie den Waffen was umgehen kann, wa? Da natürlich ein bisschen doof in der Hinsicht. Ups, nicht Embleme, sondern hier gucken. Hier guckst du mal. Also 4. Stufe, Dingsbums. Dann Item verwalten. Dann kann ein Langspeer eigentlich. Hat Timera noch keinen? Das ist ein Speer plus 2. Alfred auch ein Langspeer. Sonst haben wir ja relativ viele Langspeere und so, wa? Bei Ivy könnte ich mal noch den Purgativstab ersetzen. Und Chloe kriegt auch einen. So bin ich eigentlich schon relativ gut up to date. Bei Silly müsste ich mal noch gucken, was man ihr so mitgibt. Falls sie wieder einsetzen würde. Weil da hatte ich eigentlich zuletzt so das Gefühl, nicht unbedingt gerade das Geilste von allem. Aber sie vielleicht sogar nur zum Heilen einsetzen. Ja, dann kannst du einen alten Heilungsstäben mal loszuwerden. Benachbarten Verbündeten. Ja, so ein Ding. Ein Fortschritt. Vielleicht eher noch ein Blockieren hier. Heilmittel sind eigentlich auch schon alle weg. Da kann man ganz kurz gucken, ob ich... Bei den Charakteren auch schon relativ viel KP haben, das noch austauschen könnte. Bougereau hat ein Elixier, ja, Timera. Sonst gesagt, Diamant, Alfred auch. So, bei dir, Kumpel, du hast eben noch die Silberlanzen, wo Dao, die könnte ich jetzt eigentlich mal einen Schnitter geben. Dann ein bisschen mehr Power drauf. Langspeer, Rittertod. Da ist eine Frage, ein Panzerbrecher plus 2 geben sollte. Weil Diamant braucht den ja nicht. Der hat ja schon einen Hammer, also kann er auf Exit zurückgreifen. Bougereau, Silberaxt, Stabaxt, Hammer plus 2, damit er gegen alles was hat. Vielleicht, warte mal. Also bei ihm mal noch machen könnte, beim Schmieden, dass er mal die Meisterwaffen mal ein bisschen upgrade. Was kann er mit Tauschen machen schon wieder? Achso, da ging es darum, okay. Schnitter upgraden. Fangen mit Donnerschwer, was man da noch großartig upgraden könnte. Da geht aber viel. So,
Problem bei mir sind die Materialien, aber bald keine mehr haben. Wobei, ja, natürlich plus 50 ist schon. Stahl ist schon viel. 50 Stahl. Dann machen wir ein Donnerschwert plus 3. Hier reicht es, aber vor allem geht es darum, die Crit-Chance zu erhöhen. Da habe ich erst eine plus 1. Aber noch irgendwie keine Meisterlanze, wo ich. Ich echt erst bei plus 2 an war. Die Kohle nicht zu unterschätzen. Vielleicht mache ich deswegen erst einmal bei der Axt noch. Da habe ich auch ein paar. Tomahawk Orcanax, ja, aber eben ist halt eine magische Axt. Und wer von denen hat schon irgendwie Magiewerte? Ja, ich finde das schon nicht so schlecht, wenn man die Dinge auch ein bisschen upgradet. Warte, geht es noch um eine Stufe hoch, war heißt plus 2. Speer plus 2 braucht Louis ja noch nicht unbedingt, dass der auch schon upgradet wird. Zwiebellanze plus 1. Kann ich nicht irgendwie noch was ganz anderes machen? Eine magische Achsen oder sowas, Lanze oder sowas in der Art. Ja, dann gehen wir ja schon die anderen Dinger langsam zur Neige, wa? Zwiebellanze plus 2. Braucht er eigentlich weniger. Hier haben wir nur fürs gute Gefühl. Ein Silberschwert ist eh das Maximum, sage ich jetzt mal. Also nicht was Waffenlevel betrifft, sondern halt was die normale Stärke von normalen Waffen betrifft. Das Silberding eben noch die krassesten überhaupt. Jetzt ziehen Donnerschwert plus 3, noch ein normales. Schnitter kriege ich noch auf einen hoch, okay. Gut. Ich würde sagen, ansonsten fürs Erste reicht's mal. Was? Ah, Krafttraining, neue Schwierigkeit, okay. Dann speichern wir mal. Und brechen auf. Mal gucken, was gleich passiert hier. Wenn ich gleich mal gucken kann, wo wir jetzt weitermachen. Normale Sidequests, um die Bandlevel unserer Embleme zu erhöhen. Ich meine, ist klar, hier würde es einfach direkt mit der Hauptstory weitergehen, wenn ich aber hingegen Gefecht der Winde, da haben wir hat auch schon gemacht. Ja, stimmt, wir sind ja diejenigen, wo einfach steht, wo gar nichts mehr steht, genau. Festung der Hoffnung, also wo keine Beschreibung mehr stehen, meine ich natürlich. Große Planung von Emblem Ike und Schauplatz an der Prüfung mit dem Würmgott, erfahrene Level 3. Ist schon ein bisschen höher. Uff, erfahren Level 5. So, beide von der Eichmann sind nicht einfach, wa? Yikes. Wie sieht's denn aus mit DLC-Kapiteln? Göttliche Kapitel, wie sie ja so schön heißt. Den würde ich mir gerne einen Ring holen, den ich nachher gerne dem guten alten Drachentempel, haben wir schon. Höhle des Berserkers. Dauert ca. 15 Runden. Ach du Scheiße, Untergrundpassage. Was ist denn hier los? Sind das auf die Kapitel, die wir gar nicht besuchen können? Das haben wir noch gar nicht richtig angeguckt. Doch, wird gehen. Hä? Okay, müssen wir auch mal angucken, Freunde. Aber erstmal machen wir das hier. Oder? Machen wir das? Ich glaube schon. Setzt die Story fort. Ja, in Anführungszeichen. Höhle des Berserkers. Ich hoffe, es ist das Kapitel, wo ich denke, das könnte in dem Sinn lustig werden. Der eigenwillige General.
Oh ja. こっちこっち。腕輪の仲間はこっちだよ。チキの言う通り腕輪が。これが熱き猛将の腕輪ですか？チキと同じで眠ってるの。起こしてあげられる？もちろんです。腕輪を見たとき呪文が頭に浮かんできました。急め天雷のエンブレム。Freunde, es ist Hector aus Fire Emblem! Dem Spiel. よく寝たぜ。よう、俺はヘクトル。お前が起こしてくれたのか？はい、私は神竜紋章師ヘクトル。お会いできて嬉しいです。俺もだぜ。ありがとうよ。やっぱ外で動けるのはいいな。それで俺を起こしたのはどうしてだ？何か理由があるんだろ？この世界は今戦の渦中にあります。私たちは平和を取り戻したい。世界を、そこに生きる人々を守るため、あなたの力を借りたくやってきました。へえ、いいじゃねえか。その目まっすぐで。なんだかあいつを思い出すぜ。あいつ？ヘクトルの知り合いの方でしょうか？俺の親友エリウッドだ。俺がいた世界であいつは今のお前のように世界を覆う災いを振り払うために戦った。俺たちの世界を脅かした黒い牙って連中がそりゃ厄介でな。エリウッドやリン、仲間を死なせてたまるかって必死に戦ったもんさ。ヘクトルの思いと行動はきっと彼らに大きな安心を与えたのでしょうね。そう言われると少し気恥ずかしいな。まあお前たちの事情は分かった。そういうことなら俺としても協力したいが、その前に一つ手合わせといこうぜ。手合わせ？久しぶりの外だ。思いっきり体を動かしたい。それにお前の力と覚悟も知りてえしな。わかりました。そういうことでしたら全力でお相手いたします。さて、そうと決まれば俺も一丁暴れるとするか。Na, ich frage mich natürlich, ob Eliwood hier nochmal als Emblemring auftaucht. Verdient hätte er es, ganz ehrlich, weil er hat immer das Gefühl, bei uns natürlich nicht, weil das im Vorgängerspiel mit seinem Sohn Roy, das kam bei uns in Europa ja nie raus. Ich glaube sogar außerhalb Japans eigentlich nie, obwohl es eigentlich mal eine englische Version gab und so, aber das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle hatte ich eigentlich immer das Gefühl, Roy, ja, natürlich hat er Super Smash Bros. Und so, der hält schlechthin, aber Eliwood, der war irgendwie immer einfach nur der Papa. Dann. So, interpretiert. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Alter, Scheiße, was ist denn hier los? Mit den Gegnern hat ein bisschen übertrieben, Freunde. Natürlich alle schon entwickelt, ist klar. Holy moly. Wolfbeil. Schwert und Axt. Ein Hammer ist er noch. Ein Pseudo-Hammer, oder? Mit Donner erfüllte Axt neben dem Hector. Effektiv gegen Drachen, dankeschön. Das Wolfbeil, ja, dann die Waffe können wir noch erinnern. Wieder mal ein bisschen alles zusammen, was so geht, war. Aber keine fliegenden. Okay, ist eigentlich gut, dann heißt, es braucht nicht so viele Schützen, das heißt, ich kann ET wieder zurücklassen. Ich brauche aber schnelle Truppen, die, sagen wir jetzt mal, nach rechts oben durchmarschieren. Also besser habe ich ein paar, die einfach hier unten sind und einfach hier alles abblocken. Und direkt zurückschlagen, vielleicht sogar mitschützen. Und dann noch ein paar, die oben einfach durchbrechen.
Da haben wir noch eine Truhe. Okay, so wie es aussieht, kann ich eh nicht so viel mitnehmen. 8 Stück, da ist so perverse, sowas. Was machen wir da? Was machen wir da? Also, er ist klar. Der gute Louis Fogado, ich habe gerade gesagt, mit Bogen und so ist sowieso nie verkehrt. Die beiden mit den Ringen sowieso dienen nicht dafür. Warte mal. Nehme ich natürlich noch mit Bougeron. Beilev und Citrin. Citrin und Beilev. Du musst mal gucken. Etienne, du musst leider den Ring ablegen. Tut mir leid. Nehme ich den aktuell Bougeron mit, Lynn. Dann kann ich engagen und volle Kanne zuschlagen. Meisterbogen, er hat ja Power. Klar, sie haben keine Fliegen dabei, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Mit Doppelgänger. Ansonsten habe ich ja genug KP, um noch ein bisschen was zu reißen. Könnte man sich überlegen. So, 6 und 8. Jetzt habe ich eigentlich vor allem Offensive plus sie hier. Mit Fraktur und Rettung. Ich müsste eigentlich noch so viele mehr mitnehmen. Okay. Also ich lasse Chloe zurück. Sie wäre zwar cool, aber sie ist mir sowieso schon vom Level her ein bisschen weit voraus, sag ich jetzt mal. Ivy, ich habe gerade gesagt, ich hätte gerne ein paar Charaktere, die schnell vorwärts stürmen. Ich brauche Diamant. Ja, ist die Frage, aber auch Alfred auch. Diamant brauche ich sicher. Bei Alfred bin ich ein bisschen unentschlossen. Soll ich stattdessen lieber noch einen zweiten Ritter mitnehmen? Und zum Beispiel hier alles abzublocken, ist natürlich gerade Schlott unpassierbar. Okay, da kommt irgendwas raus. Dass ich quasi 2 hier hätte, immer so in Punkten, die alles andere abfangen. Ich meine, ich habe mit Jade nochmal einen Ritter. Alfred ist natürlich jetzt auch nicht schlecht, was sie definitiv betrifft. Also so wäre, hätte, warte mal, muss bei ihr aber ganz kurz mal was anderes noch machen. Nehmen wir vielleicht doch mal noch... Scheiße, was mache ich da? Das Elfling kann ich mir sparen, weil der Gegner hatte keine Flugtypen dabei. Nehme ich aber lieber noch einen Donner mit. Elfendonner wäre zwar lieber gewesen. Also, warte mal. Nehme ich, komm. Wenn er immer Elfendonner verdient hat, dann ist Citrin. Noch 2 Stäbe mit. Ich nehme auch ein Purgativ mit. Und noch einmal eine Rettung. Ja, ich glaube, das passt. Da lass es mal so. Louis kriegt noch irgendwie so... Ich habe natürlich dummerweise nichts Panzerbrechendes dabei. Also ich könnte noch eine Maislanze mitnehmen. Der wird es nicht wirklich brauchen, aber egal. Fogado. Dir würde ich ja gerne... Du hast ja schon Woda und Silberschwert dabei. Leg mal ein Silberschwert ab. Ich würde gerne nochmal einen Bogen mitgeben. Meister, Sonnenbogen. Nimm bitte mal einen Langbogen von ihr mit, weil sie braucht es momentan eh nicht. Dann kannst du an der Front schon mal richtig drauf losschnetzeln. Silberlanze plus 1. Dann Speer noch. Rittertop vielleicht noch statt der Leichtlanze, weil momentan anders gar nicht brauche. Bougeron, ja, Dinger plus 2. Ich würde die halt gerne. Eigentlich hast du sowas, aber ich muss es dir fast mitgeben. Ich gebe noch einen Tomahawk mit.
So, dann haben wir hier Diamant noch. Und ja, der natürlich dummerweise Ivy nicht dabei jetzt zum Heilen. Das ist natürlich jetzt ganz praktisch. Hammer und Stabaxt. Nimm du besser einen Panzerbrecher mit, plus 2. Das will mich eher ein bisschen beruhigen. Das 8 Stück noch mitnehmen ist hier echt, das ist unverschämt. Ich fürchte fast schon, es tut mir ein bisschen leid, aber ich komme wohl nicht drum herum. Dass ich Ivy doch mitnehme. Frakturstab, an ein anderes Feld teleportiert. Könnte mir der helfen? Ich glaube, ich nehme doch lieber nochmal einen Donner mit. Ja, komm, das heißt, ich schmeiße die alle doch raus. Bräuchte dafür aber nochmal ein paar Ringe. Natürlich momentan keine aktiven. Also, Spiele sind schon alle weg, das stimmt. Der wäre was? Welchen Bandring gebe ich ihm noch mit? Oder Legion? Sehen beide krass aus. Wo haben wir Magier? Magische Werte. Morgen, ja. Schon. Aber es geht auch ein bisschen besser. Diese Magierringe, wir haben doch ein paar von denen. Lilina, ja, die Tochter von Hector. Den Luf S-Ring, genau. Leider hat Luf als Rang S-Ring leider keine weiteren Fähigkeiten. Weil ich weiß, es gibt Rang S-Ringe hier, die dann ähnlich wie unsere Emblemringe noch Fähigkeiten mitbringen. Das ist eigentlich ganz praktisch, finde ich. So, tut mir leid, Jade, muss ich noch wieder rausschmeißen, dafür kommt Ivy mit. Ihr würdet sagen, wir speichern. Wir machen noch einen Zug ganz kurz und dann geht es aber direkt in den nächsten Part, weil wir sind bereits über 40 Minuten. Ja, muss erstmal durchkommen. Peschkinatz. Also ich glaube, trotz allem würde ich sagen, erst einmal. Oh, also ich kann hier direkt schon ablocken. Sehr gut. Ich bin auch schon mit Tiki. Moment mal. Dich habe ich gesehen, Kumpel. Nicht mit mir, Freund, nicht mit mir. Ich block den einfach direkt schon mal hier ab, komm. Jetzt die Frage, mit ihr hier geht auch noch, wobei, ich gehe mit Ex auf mich los, das finde ich jetzt nicht so geil. Ich könnte hier so auch direkt Rambazam machen, mal mit Ike. Wäre auch eine Variante. Wir müssen nicht hier groß IT einsetzen, dann erwische ich gerade ein paar. Was eigentlich auch mein Ziel ist, warte mal. Hier ist normaler Boden noch, wa? Ja, komm.
Haben direkt mal. Wir gucken mal, was Citron jetzt drauf hat. Generell nicht schlecht. Käme noch jemand anders dahin? Nicht, dass er irgendwie jetzt mit einer One-Man-Show durchzieht. Nö. Natürlich nicht. Dann ist doof. Aber das Speed geht eigentlich noch. Das heißt, ich könnte auch ihn hier hinstellen. Na komm. Lass mal so wie es ist. Hier zwar gerne noch einen zweiten Tank davor. Muss nicht wirklich ein Tank sein, aber einfach halt jemand zum. Ich glaube, hier passt zwar. Ihre Ding geht doch irgendwie 3 Felder. Also sind es nur 2 runter, glaube ich, wa? Dann könnte ich ihn hier hinstellen, damit er einfach direkt schön ablockt. Gucken wir schnell, was der Gegner macht. Ja gut, Break. Das war zu erwarten. Hilft eh nur einen Zug lang. Aber kurz mit der Schulter gezuckt und abgeblockt. Mit dem Hammer abgeblockt. Du, 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 du. Dass wir doch so auf den Kob angreifen, ist schon scheiße. Er hat aber eine relativ hohe Crit-Chance, muss ich ihm zulassen. So, jetzt aber. So geht's, Freunde, und nicht anders. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Wir holen uns den DLC-Emblem-Ring, und zwar den von Hector. Oh yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.